Zeit zu verschwinden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sample. Ja, wir haben das letzte Mal mit, wie heißt die jetzt schon wieder? Catherine, nee, keine Ahnung. Den Test gemacht und Caleb, hier spricht Dr. Chavez. Ich übernehme das jetzt. Besten Dank. Hat sie gut gemacht. Aber das war zu erwarten, oder? Dr. Stone könnte für unsere Arbeit von unschätzbarem Wert sein. Das einzige große Fragezeichen ist ihr Temperament. Sie scheint an sich in Ordnung zu sein. Ich fände es schade, wenn sie mit ausradierten Erinnerungen in den Laster geschmissen und per einfacher Fahrt wieder nach New York geschafft werden müsste. Das ist der Preis des Versagens. Bis später, Caleb. Nicht, wenn ich was dagegen tun kann. Zeit, diesen Transporter anzufordern und zum CDC abzuhauen. Ja, genau. Wir haben ja Informationen gesammelt, beziehungsweise keine Ahnung, was wir gesammelt haben. Auf jeden Fall. Willkommen, Dr. Persons. Oh, cool. Transporter-Anforderungsformular. Name: Caleb Person. V. Passagier V. Okay. Transportzeit: nächste verfügbar. Abfahrt. Zeit: Eintrag Alpha. So. Datentransfer. Senden. Automatische Antwort erhalten. Okay. Ja, dies ist eine automatisierte Antwort. Bitte nicht antworten. Alle Transporter sind während der Stones-Tests ausgesetzt. Ich werde daher bis morgen früh nicht in meinem Büro sein und mich erst dann um Ihr Anliegen kümmern können. Ah, scheiße, Mann. Handelt es sich... Ich muss der einzige Kerl in der gesamten Anlage sein, der die Tests verpennt. Tut mir leid, Meister, aber das ist echt ein Notfall. Mann, darf ich jetzt? Handelt es sich bei Ihrem Anliegen um einen Notfall, melden Sie sich bitte in meinem Quartier. Zimmer 3D, Wohnblock F3. Nur für Notfälle. Gerard. Ja, dann wissen wir schon mal Bescheid. Werde ich wohl nicht brauchen. Nein, natürlich nicht. Hallo, der wöchentliche Code für den Testplanungsbüro ist 2012. Oh, ich erinnere mich an den Kerl da. Der ist bei Test 4 ausgestiegen. Experte für Nervenschnittstellen. Wahrscheinlich wollten die den zusammen mit Annabelle in den Orc-Med stecken. Die würden sich ihren eigenen Arm abhacken, solange er nur durch eine coole Cyberprothese ersetzt wird. Es gibt vieles, was es nicht gibt. So, ich weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwas... Kandidat 0961 Patel, Aktivitätsprotokoll 305. 961 wurde zum 3. Mal neu gestartet. Ihr ist das Wesen dieser Aufgabe offenbar klar, doch sie geht sie sehr zurückhaltend an. Dies passt zu dem Verhalten, das sie bereits bei anderen Tests an den Tag gelegt hat. Hä? Kandidat 0961 Patel, Aktivitätsprotokoll 305. 961 wurde zum 3. Mal neu gestartet. Ihr ist das Wesen dieser Aufgabe offenbar klar, doch sie geht sie sehr zurückhaltend an. Dies passt zu dem Verhalten, das sie bereits bei anderen Tests an den Tag gelegt hat. Ich weiß nicht, von wem das Sie sprechen. Naja, gehen wir mal in... Ah, wo muss ich hin? Ah, scheiße. Tut mir leid, Gerard, aber das kann nicht warten. Ja, sag mir doch mal bitte schon, wo er ist. Irgendwo 3... Tut mir leid, Gerard, aber das kann nicht warten. Hilfe? Oh, Mist. F3. Ja, super. Ja, F3. Okay. Wir sind jetzt in F. Das ist A5, dann müssten wir in A3 gehen. Denke ich jetzt mal. Na. Ach, da ist er. Ich hoffe, Aufzug. Chopras Labor hält euch auf Trab, Leute. Da wird noch lange eine Menge los sein. So. Jetzt komme ich, Gerard. Versuch mal nicht allzu sauer zu sein. Na, wird er nicht.
Ich liebe das Spiel einfach so. F3. Guck mal an. Also, wo zur Hölle ist Zimmer 3D? Ja, dann suchen wir doch mal nicht auf dem Dings, sondern... Ich bin Gerard. Haben Sie überhaupt schon meine E-Mail gelesen? Was wollen Sie machen? Diese Kakophonie, die Sie da hören, ist die Anlage von meinem Nachbarn. Ich verlange eine Lösung. Ah, ja, haben wir noch. So. Die wollen also diesen Laden hier noch weiter ausbauen. Als wäre der nicht schon verrückt genug. Für mich auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um von hier zu verschwinden. Ich habe keine Ahnung, was wir hier eigentlich genau was hier schief läuft. Naja, also eigentlich läuft alles schief, aber ja, ich habe nicht ganz verstanden, was die Story betrifft, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir spielen das Spiel ja, um unwissend zu sein und durch das Spiel Erfahrungen zu sammeln. Okay, da ist noch ein PC, der läuft. The Brothers Passwort Update. Ich kann Ihren Anfrage nicht nachkommen und Ihnen direkt den neuesten Code für die Sicherheitstür geben. Der offizielle Passworthinweis lautet ein Date mit Dr. Ford. Dies sind vertrauliche Informationen. Bitte löschen Sie diese E-Mail nach dem Lesen. Dr. Brothers. Ein Date mit Dr. Ford. Ein Date mit Dr. Ford. Ja. Was zur Hölle ist hier denn passiert? Warum? Oh, tschüss. Fuck. Randall Ford. 1997. 1997. Das könnte der Code sein. 1997. Behalten wir uns mal im Kopf. Was ist passiert? Er hat gebrüllt wie ein Penner, als könnte er überhaupt nicht verstehen, was da abgeht. Und plötzlich, wie Klingt nach Larson und Jen? Baldwin ist am Boden. Moment, ein richtiger Kampf? Mehr so eine Art Kinnhaken. Nicht abgeschlossen, aber ich kann da drin Leute hören. Er sah irgendwie komisch aus. Egal. Brother sperrt ihn in sein Zimmer ein. Und jetzt höre ich nur noch, wie Baldwin vor sich hin brabbelt. Baldwin hat mit Silvermatter herumgespielt, oder? Was hat der vor? Keine Ahnung. Hör mal, ich wollte dich was wegen Sascha fragen. Ich meine, Dr. Benson. Oh, jetzt geht's los. Hör mal, Greg. Ich bin nun wirklich der letzte Mensch, von dem du Beziehungen... Nicht abgeschlossen, aber ich kann da drin Leute hören. Hey, immerhin hatten Cal und du mal eine Beziehung. So weit bin ich bei Sascha noch gar nicht gekommen. Ist es sehr relevant, was ich da jetzt gehört habe? Ich kann da drin keinen hören. Also ich habe Ein eben Passwortschutz? Im Wohnbereich? Wozu so viel Sicherheit? Was ist das? 1997 war doch das, aber das ist nicht der Code, was hier reingeht. Aber hier schläft jemand. 3D. Guck mal an. Das bringt mich nicht weiter. Ja, ist ja gut. Ja. Was? Hey Gerard, hier spricht Dr. Pearson. Ich muss einen Transporter für heute Nacht anfordern. Wofür zur Hölle das denn? Um in die Stadt zu kommen. Forschungsprojekt. Und dafür haben Sie mich aufgeweckt? Hey, ich habe versucht, ihn über das System zu buchen, aber sie haben das Ding gesperrt und gesagt, ich soll hierher kommen. Nur in Notfällen. Jetzt können Sie verdammt noch mal genauso gut auch bis morgen früh warten. Gute Nacht, Doktor. Scheiße, ich brauche diesen Laster. Vielleicht, wenn ich sein Login benutze, irgendwie. Vertreiben Sie ja... Keine Antwort. Okay, irgendwie müssen wir ihn aus dem Raum bekommen. Und das stellt sich ein bisschen schwer an. Die sicheren Keycards sind alle da drin. Wie war nochmal dieser Hinweis, Brothers? Ein Date mit Dr. Ford. 9. Sesam, öffne dich. Ha!
Dr. Brother. Abgeschlossen, na super. Auch abgeschlossen. Oh, wo hast du den Schlüssel versteckt? Nix drin. Man sollte die Türen wieder zumachen, weil sonst, ne, ihr wisst schon. Ich kontrolliere erstmal. Oh, was haben wir denn da? Hauptschlüssel der F-Klasse für das ganze Stockwerk. Oh, Nett. Nehme ich mir. Und so. Oh, erste Ein Hilfe. Bunker voller Genies und Sanitäter, aber die Pflaster werden immer noch weggeschlossen. Ein Bunker voller Genies und Sanitäter, aber die Pflaster werden immer noch Ja, weggeschlossen. beruhig dich jetzt. Carpenter. J. Kennedy. Verlorene Keycard. Dr. Brothers. Sieht so aus, als hätten sie ihre Keycard beim Herumtollen mit Dr. Baldwin verloren. Ich habe sie ihnen diesmal in ihren Spind getan, wo sie jetzt nicht mehr liegt. Wenn ich sie noch einmal auf dem Boden sehe, lege ich sie dem Direktor auf den Schreibtisch. Ich sag's ja nur. Boah. Ist ja richtig schlimm hier. F3, sichere Zimmerzone. Zimmercode. Dr. Brothers, der Code für diese Woche lautet 8462. Bitte wenden Sie sich bei Problemen an Gerard. 8462. Okay. 8462. Alter. Was ist hier passiert? Okay, der ist total durchgedreht. Schlafen Sie nur weiter, Mr. Baldwin. Alter, was hat denn der gesoffen? Junge, hast du's jetzt gleich? Sag mal. Alter. Schläfst du jetzt? Ach, Ruhe. Hey, was tun Sie? Ah. Nee, Quatsch. Heiliger Strohsack, das ist nicht gut. What the hell? Okay. Wir müssen das Ganze 14 Tagebucheintrag. 14:30. Das ist der Augenblick der Wahrheit. Entweder habe ich den ersten Schritt auf dem Weg in die Zukunft der Menschheit gemacht oder einen schrecklichen Fehler. Doch der Fortschritt bringt stets Risiken. Vor 6 Minuten habe ich mir meinen Silvermeter Prototyp in meinen Mein Gott, das ist ein bisschen doof. Großhirnrinde eingepflanzt. Bislang gibt er den Stoff in der erwarteten Dosis und Geschwindigkeit an mein Hirn ab. Sobald die Verbindung abgeschlossen ist, werde ich versuchen, den ersten emotionalen Statuswechsel herbeizurufen. Okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Ferngesteuerte Hirnimplantate zur Regulierung des chemischen Gleichgewichts. Scheiße, das ist ja ein Stimmungsregler. Ein Stimmungsregler, was es nicht alles gibt. Assembly Projekt, Dossier aufgenommen. Lee, hast du das Silvermeter-Gerät genommen? Um Himmels Willen, bitte sag mir, dass du es nicht an dir selbst ausprobierst. Du weißt, dass es noch nicht so weit ist. Das könnte ernste, irreparable Schäden verursachen. Ruf mich sofort zurück, okay? Ich will einfach nur wissen, ob bei dir alles okay ist. Hat er nicht gemacht, ne? Also dementsprechend... Oh je, ich weiß, glaub. Da war kein Kampf, sondern das war er. Er wollte... Ja. Da sieht man wieder, wie unpraktisch das ist, wenn man Sachen noch austestet, die noch nicht wirklich ausgereift sind. Baldwin, ist das... Warum hast du dir das angetan? Howard, bist du das, Howard? Hör mir zu, ich hab recht gehabt. Echt jetzt. Und jetzt wird keiner jemals vergessen, was ich getan habe.
Sollen Sie mich doch Monster nennen, aber es ist da in meinem Kopf und das können Sie mir nie wieder nehmen. Du kannst das sehen, oder? Wie es wächst, wie es sich ausdehnt. Sag mir, dass du es auch sehen kannst. Das Universum liegt mir zu Füßen. Ich sehe es alles. Es ist alles so klar, so schmerzhaft. Oh Gott, dieser Schmerz. Gütiger Himmel, ist das irgendeine weiter fortgeschrittene Version der Technologie, mit der wir das Gedächtnis der Kandidaten ausradieren? Ich hoffe mal nicht, ne? Das ist ja... Baldwin, gibt es einen Weg, das Silver Matter-Implantat auszuschalten? Die werden sich noch an mich erinnern. Jede Erinnerung, jeder Verstand, jeder Moment. Die werden. Head, Forstman, Marshall, Curie, Pasteur. Stammt alles aus dem Gehirn. Stamm, weißt du? Stamm. Oh, du bist total am Baldwin, Ende. gibt es einen Weg, das Silver Matter-Implantat auszuschalten? Die werden sich noch an mich erinnern. Jede Erinnerung, jeder Verstand, jeder Moment. Die werden. Ja. Forstman, Marshall, Curie, Pasteur. Stammt alles aus dem Gehirn. Ja. Sag denen mal einen Gruß. Tut mir leid, Kumpel. Ich werde versuchen, kein allzu großes Chaos zu hinterlassen. Was? Dr. Larson? Ach so, cool. Mein Arbeitskollege. Ich mache alles ordentlich wieder zu. Ich habe noch keine Ahnung, wie lange das wir schon am Aufnehmen sind, aber... Erinnert mich an Larsens katastrophale Poolparty. Ah ja, stimmt. Ein Poolhaus. Na, süß. Greg, ich bin's, Sascha. Bist du da? Ich habe deine Nachricht bekommen und ja, ich will mit dir reden. Wir sollten definitiv mal reden. Vielleicht bevor du heute Abend gehst? Oder wir holen uns mal irgendwann einen Kaffee draußen oder so. Das wäre mir echt ein Vergnügen. Oh! Amor Pearson schlägt wieder zu. Viel Spaß dann noch, Leute. Okay, Gedicht 24. Oh je. Liebstes Sascha, du bist das Licht meiner Tage. Nie hätte ich gedacht, unsere Liebe erblüht hier unter Tage. Nein. Schrecklicher Reim. Und dann auch noch diese Wiederholung. Vielleicht kann Enter mir helfen. Egal. Nummer 25. Naja, von der Stimmung her schon passt das ganze Gedicht nicht ganz so, dass es romantisch wäre. Aber ist meine Vielleicht Meinung. versucht er ja, die Bude für Sascha hübsch zu machen. George Larson. Nee, ich hab Greg Larson. Nee, keine Ahnung. Der Evans, viel Glück. Hey, Craig. Ich hab gehört, du gehst... Na, was? Kriegst du hier unten denn doch so langsam mal einen Hüttenkoller? Wie auch immer, es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass wir nicht lange ein Team waren, doch die Fortschritte, die wir zusammen gemacht haben, könnten Gunther das Leben gerettet haben. Vergiss uns nicht, wenn du gehst, es sei denn, Brothers zwingt dich. Nur ein Scherz, ich bin sicher, das werden sie nicht tun. Alles Liebe, Miss Freezes. Okay. Der Direktor, ein Lebewohl. Dr. Larson, ich kann mich nur dafür entschuldigen, Ihren Fortgang zu verzögern. Doch wie Sie sicher wissen, bin ich gerade mit Dr. Stones Tests beschäftigt. Es ist egoistisch von mir, Sie so aufzuhalten, und ich muss zugeben, dass unser Abschied eher zu meinem Vorteil ist. Sie haben während Ihrer Zeit hier viele Dinge erreicht und man wird Sie schmerzlich vermissen. Sobald die Tests gelaufen sind, schauen Sie bitte in meinem Büro vorbei, damit ich Ihnen persönlich meinen Dank aussprechen kann. Der Direktor. Da läuft doch irgendwas schief, wenn du mich so fragst. Okay. Groß genug für zwei. Sieht gemütlich aus. Na klar. Bett nicht gemacht, das ist weniger schön. So, was hast du noch so versteckt in deinen Kajüten da? Nix. Boah, was warst denn du für ein Gärtner hier? Naja. Gut. Mary Anning.
drückte mit ihren Fossilienfunden der Paläontologie ihren Stempel auf. Ganz schön dick. Die Frau. Also dickes Kleid. So, Larsen, was hast du im Schrank? Nix. Schon gepackt, ne? Ach, gut. Okay, wir haben noch eine Tür. Die Toilette. Und siehe da liegt wirklich noch was. Ein Teil der abschließenden Beurteilung von Larsen, bevor die ihn rausgelassen haben. Da hätten wir echt mal einen Typen, der dem Universum eine Delle verpasst hat. Da ist er aufgenommen. Na also, ich wusste doch. So, Larsen, danke schön für deine Aufsicht. Die sind auch noch beschäftigt, das ist ja... Zimmerservice. Dr. Sean. Holla, das ist mal nett. Der ist für Gerard in Zimmer 3D. Für den Moment jedenfalls. Verdammt noch mal, Shaw! Kann ich nicht mal an einem Festtag meine Ruhe haben? Festtag. Ich gehe direkt zum Sicherheitsdienst und wenn ich wieder zurück bin, dann zerfetze ich diese Lautsprecher mit meinen bloßen Händen. Geschieht dir recht, du scheinheiliger Wichser. Scheinheiliger Wichser. Haben wir jetzt nicht gehört. Alter, was ist denn das da für ein Junkie? Jean, hier spricht Dr. Larsen. Hören Sie, ich weiß, dass Gerard ein Arsch ist. Aber er hat irgendwo recht, was die Musik um 2 Uhr morgens angeht. Könnten Sie vielleicht mal Kopfhörer ausprobieren? Shaw macht sich hier nicht gerade viele Freunde. Nee, schon nicht. Wow, Shaw steht auf Jazz. Schien mir immer mehr so der Dubstep-Typ zu sein. Dubstep, ja. Na, der hat wenigstens was im Schrank. Auch wenn es auch von nichts Nützliches ist, aber er hat was. So. Toilette. Ah ja. Nix da. Kein Toilettenpapier habe ich gesehen. Wo zur Hölle bleibt der Sicherheitsdienst? Ihr gottverdammten arbeitsscheuen Penner, ihr seid doch alle... Hat Baldwin das alles angerichtet? Nicht abgeschlossen, aber ich kann da drin Leute hören. Na, da gehen wir aber zuerst mal hier rein. Die Keycard tut's nicht. Muss per Passwort geschützt sein. Oh, scheiße. Ich weiß gar nicht. Das bringt mich nicht weiter. Wenn mich das CDC auf die schwarze Liste setzt, kann ich ja vielleicht noch als Meisterdieb Karriere machen. Ja. Assembly-Dokumente. Nix. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht gleich zurück. Gerard, ich bin's, Smythe. Solange Gunther weg ist, müssen wir Adam im Auge behalten. Wir haben getan, was wir können, aber er ist noch nicht so weit, dass er ohne Überwachung arbeiten kann. Arbeite einfach die Checkliste von oben nach unten durch und mach keinen Scheiß mit den Persönlichkeitsplatinen, okay? Persönlichkeitsplatinen? Was soll das überhaupt bedeuten? Ja, werden wir noch rausfinden. Großer Gott. Gerard hat eine Testrequisite geklaut, um die als Briefbeschwerer zu nehmen. Was für ein Arsch. Historische Recherche. Gerard will's wirklich ganz genau wissen. So ein pingeliges Arschloch. Kann ich absolut auch nicht ausstehen. Mann, leere Schubladen hier. Wozu haben denn die Bingo, Schränke? privates Termin. Scheiße. Und noch nicht mal eine Passworterinnerung. Ich brauche Komm kein schon, irgendwo muss es jedoch irgendwelche Hinweise geben. Ich brauche keine Tipps. Ich brauche keine Tipps.
Geburtstag seines Papas? Nee, Gerard ist nicht gerade sonderlich sentimental. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß, Gerard. Der Geburtstag seines Papas? Nee, Gerard ist nicht gerade sonderlich sentimental. Komm schon, Kerl, nachdenken. Ah, wie war denn das schöne Code schon wieder? Ich brauche Terminal-Tipp, ja. Nutzen Sie der Terminal. Ich brauche keine Tipps. Ich schon. Ich habe mich schon gefragt, wer das Zeug aus den Testräumen mitgenommen haben könnte. Auch kein Hinweis auf den Code. Scheiße, das ist doch aussichtslos. Was? Hier spricht Gerard, Zimmer F3. Ich bin beschäftigt. Hinterlassen Sie mir eine Nachricht. Hey, Cal. Cal, ich weiß, dass du da drin bist. Geh endlich ran. Hä? Anton? Anton, woher zum Teufel wusstest du, dass ich hier bin? Tut mir leid, Cal. Aber ich kann dich nicht gehen lassen. Wovon redest du denn da? Du hast doch mit der ganzen Sache angefangen. Ich muss von hier verschwinden, sonst bin ich so gut wie tot. Ich kann das hier und jetzt nicht erklären. Wir treffen uns im Block I1, Zimmer H. I1? Da ist das Nanotech-Labor hochgegangen. Das ist noch immer ein Trümmerhaufen. Was zur Hölle hast du vor? Wie gesagt, wenn du nicht bald abhaust, bist du so gut wie tot. Komm so schnell du kannst. Heiliger Strohsack. Der lässt mich einfach sitzen und ich schleppe den verfluchten Beweis in der Tasche mit mir herum. Mann, oh Mann. Ich brauche keine Tipps. Ich hoffe, wir kommen... Komm schon, komm schon. Anton, was zur Hölle hast du vor? Langsam, ne, wird's knifflig. So, wie es weitergeht mit dem Metal sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss!